So, nachdem ich dem Till in über 18-minütigen Vortrag erzählt habe, wie ich meinen Kaffee konsumiere, sind wir mittlerweile bei dem angekommen, beim Thema Schlafen wie ein Baby. Ja. Ja, weil, ich war heute in einer zweistündigen, Vortrag von einem Doktoranden oder Doktor halt oder was auch immer, der unter anderem in Zürich in einem namhaften Spital, ich glaube, das war das Triemli-Spital, hat er gesagt, genau, arbeitet unter anderem und eben auch, mit namhaften Leuten in der Schlafstörung, Schlafanalyse, was auch immer, Doktoren zusammengearbeitet hat. Und, was mich sehr interessiert hat, so Kinder, sage ich oder halt, auch Babys, ähm, wenn sie, sage ich mal, so circa Geburt bis 1, 2 Monaten das Schlafpensum, das ein Kind oder halt beziehungsweise Baby braucht am Tag, geht von 20 Stunden bis runter auf 6 Stunden. Also, ein Säugling hat das Bedürfnis zwischen also halt, von Analysen oder Dinger nachgewiesen, kann von 6 Stunden bis 20 Stunden Schlaf brauchen. Das ist Spektrum so riesengroß. Also eigentlich das, was eine Durchschnittskatze am Tag schlaft. Ja, eben, also du kannst ein Baby haben oder halt 'n Säugling, das nur 6 Stunden Schlaf braucht, oder du hast 'n Jackpot und das Baby schläft 20 Stunden. Dann hast du als Elternteil am wenigsten zu tun. Ja, genau, aber hat sich auch erwiesen, dass der, Arzt gesagt hat, er hat schon relativ viele Eltern gehabt, die zu ihm gegangen sind und hat gesagt, das Kind schläft viel zu lange. Machen wir was falsch? Geht's dem Kind gut? Ne? Also, es gibt auch andersrum. Also, es geht auch Ja, Leute, die es kann ein Nährstoffmangel dahinter liegen. Das. also, das kann alles irgendwo durch sein und, ist irgendwo durch interessant. Und, auch die Schlafphasen, ne? Also, sage ich jetzt mal, wir sind ja gewohnt, dass wir eben eine Schlafphase haben. Von je nachdem, sag's mal, der Durchschnitt hat er, glaube ich, gesagt, von 23 Uhr abends bis 7 Uhr morgens ist so der Durchschnitt. Dann war der werte Doktor noch nie auf den Schweizer Straßen. Da ist die Schlafenszeit von 4 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends und von morgens 6 Uhr bis 9 Uhr morgens. Ja, spielt ja keine Nee, Rolle jetzt. Spaß Ähm, beiseite. aber hat auch gesagt, eben, wir haben, halt 'n Rhythmus, wir bauen uns unsere, wie soll ich sagen, ähm, unser Schlafbedürfnis in einem Stück auf. Also, irgendwann haben wir so gesehen ein Stunde X oder eben Pensum X erreicht, in dem wir Schlaf benötigen. Das bauen wir auf. Also, immer so eine, sage ich mal, nicht in 'ner Sinuskurve, sondern eben halt so in einem, sage ich mal, immer, das kann man so sagen, immer progressiv. Also er Und wenn konnte dir man damit auch und beweisen, dass es sowas wie Vorschlafen gibt. Ja, grundsätzlich ja, aber es ist halt immer so bei uns Erwachsenen ist es so, dass sich das Schlafpensum progressiv aufbaut, degressiv aufbaut, genau, und mit dem Schlaf halt progressiv wieder abbaut. Und bei, Neugeburten, dann halt Kinder, was auch immer, die haben halt diese Schlafrhythmus noch nicht, logischerweise. Und, die sind so gesehen in der Sinuskurve, ne? Also 2, dreimal, also sagen wir mal so, normalerweise, was jetzt, was so erkannt wurde oder was generell ist, haben halt die Kinder oder halt Neugeburten, ja, halt die Kleinkinder so 'n Rhythmus, da sind sie ab 23 Uhr abends bis, sage ich mal, 7 Uhr morgens sind sie so in 'ner Schlafphase oder haben halt ihre Schlafbedürfnisse und dann geht's tags wieder hoch. Morgens 7, 8 Uhr wollen sie Party machen, um 12 Uhr mittags wieder schlafen und so weiter, ne? Also, immer so 'ne Sinuskurve. Und, wenn du jetzt 'n Kind hast, das, 15 oder sagen wir 10 Stunden, ja, sagen wir 15 Stunden Pensum hat, das Schlaf benötigt, ne? Kind braucht 15 Stunden.
du hast ein Kind, das schläft dann eine Stunde morgens und eine Stunde am Nachmittags. Heißt also von den 14 Stunden oder halt, sag ich mal, sind dann nur 12 Stunden weg, ne? Also es braucht dann noch 12 Stunden irgendwo zum Schlafen. Und wenn du das Ding um 7 Uhr ins Bett bringst, dann kann es ja theoretisch sein Pensum bis 7 Uhr morgens wieder abarbeiten. Heißt 2 Stunden am Tag und 12 in der Nacht. Wenn dein Kind aber weniger braucht und du das Kind weiterhin um 7 Uhr ins Bett bringst, dann ist das Ding um 2 Uhr morgens hellwach und will Party. Also sprich das, was wir als Schreie wahrnehmen. Genau. Also es war noch interessant zum Zuhören. Ich habe das glücklicherweise oder in guter Hinsicht auch aufgenommen. Für meine Partnerin, da es ja nur Zertifikat only war. VIPs Also, only. ja, genau, sowas in der Art. Ja, spielt keine Rolle, was man davon haltet, aber ich war der weißen Vorahnung, ich habe es aufgenommen, weil ich eh nichts behalten kann. Ja, jetzt habe ich es auf Band. Waren wirklich 2 Stunden, ne? Also, musstest du jetzt für dieses Seminar bezahlen? Nö, nein. Wurde gesponsert und ich konnte eine freiwillige Spende abgeben. Nice. Hast du gemacht? Ja, 10 Gut. Schweizer Franken. Das ist edel, nobel, weil solche Informationen, klar, Wissen ist Macht und so, und eigentlich jeder sagt, der sein Wissen verkauft, der ist gierig und bla bla bla, aber der Typ hat sich mit seinem Leben damit befasst, währenddessen du eigentlich nur auf WhatsApp und Insta und Snapchat chillst, hat er sein Leben dafür gewidmet, und deshalb finde ich es nur fair, wenn man für Wissen, für Ja, irgendwo durch Weiterbildungen muss es etwas ja, ne? gibt. Ich meine, selbst auch, gut, wir persönlich verdienen jetzt hier nichts daran, dass wir hier, sag ich mal, doch, wir verdienen schon daran. Wir haben unseren Spaß. Wir verdienen irgendwie daran auch unseren Spaß, unsere Zweisamkeit. Hier sage ich jetzt auch mal doof gesagt. Wir vertiefen Oh. unsere Freundschaft. Ist einfach nur so. Muss ja nicht auf Liebesebene sein, aber Och man, du brichst mir, im gleichen Moment baust du ein Herz zu mir auf und im gleichen Moment ja. brichst du es wieder. Ja, das ist doch super, ne? Herzensbrecher. Ja, aber irgendwo durch, ne? Aber, sag mal, YouTube verdient auch generell, aber, muss man wirklich gestehen, YouTube darf das aus meiner Hinsicht auch, weil wir veröffentlichen ja oder wir laden ja die Videos hoch auf YouTube. Wir benutzen eigentlich Ressourcen, die YouTube bereitstellen muss. Also Serverkapazitäten und Co., ne? Also erstens mal Speicher, zweitens mal Strom und Infrastruktur, und das ist ja nicht nur ohne, ne? Du stellst nicht irgendwie ein NAS zu Hause hin, fertig, Schluss, aus. Da gehört leider Gottes viel mehr dazu, und da finde ich irgendwo durch nur fair, dass sie auch etwas verdienen. Klar, wenn wir irgendwann dann, sag ich mal, das Partnerprogramm irgendwie auch nutzen dürfen, mal wieder, wenn die wieder umstrukturieren, dann können wir vielleicht auch wieder was abgreifen. Aber in erster Linie muss ja die Infrastruktur gezahlt werden. Das ist ja auch in der Firma so, ne? Erst musst du schauen, dass die Infrastruktur bezahlt wird oder halt generell irgendwo durch sich rentiert und bla bla bla. Und erst dann wirst du, sag ich mal, Gewinn machen. Und so ist es auch hier. Wir haben einfach zu wenig Reichweite. Wir sprechen zu wenig Leute an, dass wir so gesehen über den Mindestwert rauskommen. Es wäre sogar andersrum doof, oder beziehungsweise YouTube könnte es komplett andersrum machen. Man kann erst uploaden, wenn man gewisse Voraussetzungen hat, wie zum Beispiel, man bezahlt halt fürs Uploaden, ne? Das wäre was anderes. Man bezahlt für die Videos, die man hochlädt. Ja, dann würde es andere Verdienstmöglichkeiten eröffnen, sage ich jetzt mal. Genau. Nur dann, man hätte natürlich vielleicht mehr seriösen Content, weil man überlegt sich zweimal, ob man irgendwie den Dödel seines Freundes hochladen möchte. Als Beispiel. Aber YouTube ist jetzt den Weg gegangen, dass sich jeder rein theoretisch sich verewigen kann. Und früher hieß ja auch das Motto Broadcast Yourself, ne? Das waren Zeiten. Boah, das war, glaube ich, sogar noch vor der ganzen, wo Google noch Google hieß und nicht dieses, wie heißt's? Alphabet. Alphabet, ja.
Gut, YouTube ist ja eigentlich von Google, ne? Also Aber das gehört eingekauft. Alphabet. YouTube ist eingekauft. Ja, ich dachte, YouTube wäre von Google gegründet worden. Oder war das umgekehrt? Oder wurden die mal fusioniert? Ich bin es nicht mehr sicher. Ich weiß Ich müsste mal nur nachgucken. also so viel ich weiß, ist Mhm. Alphabet der Oberbegriff, dann kommt Mhm. Google und unter Google ist YouTube unterstellt. Ja, aber ich weiß noch nicht, ob das schon von Anfang an so gesehen YouTube war. Also, ob da die wirklich die Gründer waren oder nicht. Das müsste ich jetzt nachschauen. Könnte ich nicht auf Anhieb sagen. Weil ich weiß, dass da irgendwann mal Ich Geld dachte geflossen wirklich ist, schon, weil aber die haben ja ganz früh schon angefangen damit Werbung zu machen. mhm, genau. So. Ja, du, ich weiß nicht, keine Ahnung. YouTube kam Mein in Halbwissen reicht leider nicht so viel aus. 2006 raus. Ja, Das den erste Dreh. Video war 2004 oder so. Ja, und dann irgendwie ab 2009 konntest du dann mit YouTube Geld verdienen. Oder Und was ich noch habe, früher? glaube ich, 2011 oder 12, ich habe 2011 angefangen. Richtig, glaube ich. Bei mir war's, ich habe Glaube ich. 2010 mit YouTube angefangen. Gut, das erste gibt es ja gar nicht mehr, mein erster Kanal. Ich weiß auch gar nicht mehr, der hieß. Ja, aber Keine Ahnung. Dito, aber ich habe da angefangen und irgendwie 2012 kam ich über ein Netzwerk rein. Und dann irgendwie war ja, mir die Netzwerke. das Netzwerk zu doof und dann habe ich irgendwie Ende 2013 mit YouTube selber Geld verdient. Ich Bis war 2015, 16. Und danach haben sie die Richtlinien umgestellt. Weil 2015 wurde es dann zu Alphabet. keine Ahnung, ey. Boah, ich kann es dir gar Da nicht bin mehr ich sagen. raus. Ich Da weiß bin ich ja wieder einfach, raus. dass wir da dieses Gaming-Team hatten, wo du ja auch drin warst. Das lief ja ziemlich lukrativ und gut. Gaming? Team? Ja, Was war das? wo du die Commentaries hochgeladen hast. Ach so. Bei Vortex. Alles klar. Und das lief ja richtig gut am Anfang. Ich weiß echt nicht Und mehr. dann irgendwann ging's flop. Kann ich bis heute dir nicht erklären, an was es lag. Ich habe das Mysterium mal Jahre analysiert. Es verfolgt mich bis heute noch und macht mich bis heute noch auf eine Art wütend oder traurig, dass es da nicht geklappt hat. Man aber- könnte ja so rangehen, du machst die Dinger noch, oder? Du spielst ja noch generell so privat. Ja, aber Gar nicht mehr? die Szene hat sich geändert. Es ist nicht mehr wie früher. Wenn ich müsste jetzt ein E-Sport-Team machen, ich müsste 3-4 Leute haben, die Bock auf ein E-Sport-Team hätten, die dann so dumm sind und streamen würden und wir das dann so als Organisation. Jetzt müsstest du. Früher konntest du ja einen Clan machen, die Stars aus YouTube-Videos gemacht, jeder hat seine Gameplays hochgeladen, alle haben es gefeiert. Die Zeiten sind vorbei. Seitdem man weiß, wie man bei den Gameplays tricksen kann, muss ich auch zugeben, haben wir auch gemacht. Keine Ahnung. Ich habe nur gequatscht. Ja, wir haben Noob-Lobbys erstellt in dem Sinn. Wir haben den Vorteil vom Spiel ausgenutzt, dass Noobs nur zu Noobs kommen. Dass wir als Pro-Spieler uns als Noob ausgegeben haben, um Noobs zu zerballern. Um geile Gameplays zu haben, um zu entertainen, um Rekorde zu brechen, etc. pp. Das war früher so der Standard. Dann aber sind die Call of Duties, die Battlefields beschissener geworden. Und da sind dann Fortnite solche Sachen entstanden, so Short Commentaries mit Unterhaltung. Und jetzt müsstest du eigentlich ein E-Sport-Team machen. Über mehrere Spiele, Apex, Fortnite, FIFA, League of Legends, Minecraft, etc. Du müsstest das als Organisation vermarkten. Dann würdest du noch über so ein Team Geld verdienen, sage ich jetzt mal. Na, ja, komm. Dann lass uns lieber wieder zu zweit irgendeinen Quatsch machen. Genau. Macht für mich Spaß. Klar, Man kann sich auch besser der Gedanke organisieren. mit dem E-Sport-Team, der ist bei mir noch nie gestorben. Der existiert noch bei mir. Nur die Frage ist, wie gehe ich das an? Welche Leute hole ich rein? Und Wie das managt man andere- das? Ja, und das andere ist ja auch eben sag ich mal, mit dem Alter doof gesagt. Wir sind ja auch nicht gerade wieder, wir sind nicht die Leute, die, sag ich mal, von der Schule kommen, 14, 15 Jahre alt oder 16 und den ganzen Abend Zeit haben oder gerade
keine Verpflichtungen haben. So muss ich wirklich Aber- gestehen. Es gibt Leute, die haben, oder halt, sag ich mal, generell Jüngere, ich sage jetzt nicht für alle, ne, pauschal, aber damals, als ich vor 10 Jahren, ja, 16 Jahre alt war, hier mit YouTube angefangen habe, warte mal, ja, 10 Jahre, stimmt, da hatte ich massiv Zeit. Mittlerweile habe ich Frau, habe ich Kind, kann ich irgendwie sagen, ja, spontan, ja, jetzt nehme ich mal eine Runde auf oder jetzt, Jetzt zocke ich mit den Kollegen um irgendeinen Titel, um irgendein Turnier, was geht auch nicht. Geht nicht. Das geht einfach nicht mehr. Also, man Deshalb, muss von der Illusion wegkommen. ja, mit von der Illusion bin ich weggekommen, dass ich als Player da. Aber das Management, durch das, dass wir älter geworden sind und reifer, das wäre Ja kein gut, Problem. das ist eine Frage, ob wir reifer geworden sind, weil wir generell älter werden. Aber ich glaube, Reife ist weg da. Ich denke immer noch wie ein Dulli. Wenn jemand Penis sagt, lache ich heute noch. Weiß auch nicht warum. Hey, Männer generell, das kannst du für alles brauchen. Männer werden älter, Aber der Kopf nicht. aber reifer auf gar keinen Fall. Also, ich glaube, der Mann bleibt ein Kind im Kopf, nur das Spielzeug wird teurer. Ist meine Meinung. Ja, genau. Und dass der Mann nicht nur das Kind im Kopf hat, sondern auch das Kind zur Welt setzt. Genau. Nee. Das geht Ja, gar doch, nicht. stimmt schon. Er trägt dazu bei. Ja, aber weißt du, ich sag mal so, doof gesagt. Ich wollte jetzt auch nicht glauben, dass ich, wenn meine Freundin, also schwanger wird und bla bla bla, ne? Dass ich im gleichen Zuge auch schwerer würde. Hätte ich nie geglaubt. Aber ich bin durch die Schwangerschaft meiner Freundin einmal knallhart 5 Kilo schwerer geworden. Die waren bei dir auch, ehrlich gesagt, bitter nötig. Nee. Auf gar keinen Fall. Gut, in Muskelform, ja, wäre ich dabei, aber so, nee. Das Okay. ist ein Wohlstandsbauch geworden. Ja, willst du meinen Wohlstandsbauch sehen, dann da passt du nicht mehr durch die Türe rein. Nee, ey, Ach ja. ich haben wir weiß nicht, wie Probleme. das geht. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Ich habe mit dem Kiffen aufgehört. Ich habe mit dem Saufen aufgehört. Gut, ab und zu Bierchen. Es ist dies, das. eigentlich eine generell einfache Logik dahinter. Aber, und dann noch Beziehung. Nicht, dass ich es auf die schieben will, aber ich habe innerhalb von 2 Jahren einfach mal so locker 30 Kilo zugenommen. Erklär mir das. Erklär mir das. Ich esse immer noch wie früher. Eben. Genau, das ist es ja. Das ist genau die Sache. Man isst wie früher und das behandeln wir in der nächsten Runde. Schalt bitte ein. Cliffhanger. Ade. Tschüssi.